begrüßen ich ganz herzlich mein Kollege Jean-Marie Wirth-Boyer-Meester, den Frieden Schaffen, als ihre Gäste, Herr und Madame Steffen, Joël und Claude, und als Kollegin aus dem Gemeinderat, Frauen und Mammen, Benevola vom Adventsfest. Sie sind herzlich willkommen heute Abend, Tag von der Presse natürlich. Sie sind herzlich willkommen für als Schecküberraschung. Wir machen dadurch an einem kleinen intimen Kader und das wie alle Jahre eben für gut Werk, wo wir das machen. Und das Jahr geht dann E-Check und Action for Life. Larry Steffen. Ja. Ich will bei dieser Gelegenheit alle Leute merci sagen, die geschafft haben, für eben die Suchen ranzukriegen. Am Namen von Actions for Life, Projekt Larry Steffen, will Maria vielmals merci sagen, und erstens für die schöne Invitation von heute Abend, das hat uns wirklich immens gefreut. Und da wollte ich ein paar Wörter vielleicht über als Assoziation sagen. Wir sind die Eltern von Larry, die leider am Alter von 9 Jahren unerwartet an durch tragische Umstände am Ausland gestorben ist. Wir sind den 1. April bei den Doktor gegangen, weil der Larry eine kleine Schwellung am Hals hat, ohne uns weiter viel Gedanken zu machen. Du sind Analyse gemacht, Röntgen gemacht, gehen dann noch lange Stunden an der Kammerklinik, kriegt man dann auch das Diagnose, dass der Larry Lymphdrüsenkrebs hat. Leider ist am 5. September unerwartet durch menschliche Fehler gestorben. Für uns war das ein immenser Schock an eine Welt zusammengebracht. Wir haben uns dann dezidiert, einer Krankenheit zu Lützeburg zu helfen. Am Anfang während der paar Jahre an der Fondation Krebskrankenkanner Projekt Martine gemacht. Danach, für ein paar Jahre, haben wir uns selbstständig gemacht, haben eine Assoziation gegründet, für heute zu Lützeburg Wohlbefinden an den Komfort von der schwer kranken Kanner zu verbessern, während den langen Klinikaufenthalten an den langen Treatmenten. Madame Steffen hat die verschiedenen Aktivitäten und Projekte von ihrer Assoziation Actions for Life ausführlich vorgestellt. Und dann haben wir auch, wollen wir uns assoziieren mit anderen Assoziationen hier aus ganz Europa, für das mehr Medikamente auf den Markt kommen für Kammer. Seit 35 Jahren sind keine Medikamente mehr für Chemie und so auf den Markt kommen, weil die Pharmaindustrie findet, dass sie nicht genug Fälle haben. Wir helfen auch mit einem Drittel dem Televi, seit einer Reihe Jahren, 5, 6 Jahren, wo wir alle Jahre einen Scheck von 10.000 € überreichen. Also wir sagen nicht auf jeden Fall am Namen von unserem ganzen Komitee ganz große Merci. Es bedeutet uns wirklich ganz viel, dass wir den Scheck heute noch gekriegt haben. Wir sind immens froh und immens hoffentlich, dass die Reise so gut geholfen hat. Und wir sagen nicht vielmals Merci. Liebe Joël, liebe Claude, die hat aus ihrem Schicksal eine Tugend gemacht. Die sind wirklich noch viel gegangen und die hat Action for Life gemacht. Für den Larry und noch für denen Kinder, die am nämlichen Schicksal sind, an den Eltern noch weiter zu helfen. Da können die den Hut für uns erzählen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass effektiv verschiedene Strömungen in unserer Gesellschaft eben nicht mehr noch zugucken. Und leider Gottes ist dort die Pharmaindustrie dabei. Am Namen von der Steinforter Gemeinde will ich hier ganz große Merci sagen, Frauen und Mammen, Benevola. Und aber auch, wie gesagt, ganz große Merci für das Engagement und merkt nicht mehr weiter so, das ein Datum, den wir nicht mehr wollen, aus dem Kalender von der Gemeinde streichen. Merci an die zwei, ich weiß, dass das Geld gut übrig ist und mit die zwei weiter aus. Die Sportkommission von der Gemeinde hat auf die Sportlerehrung an Al Schmelz invitiert. Der Präsident hat betont, wie wichtig es ist, Sport zu machen und hat den Leuten merci gesagt für die Unterstützung der Sportler, ohne die gute Leistung nicht möglich wären. Wir sind den neuen Trainer gekommen für die Sportler vom Jahr 2016 zu ehren. Wir hatten am ganzen 150 Sportler, die eine Performance gemäht hatten. Wie gesagt, Einzelsportler, und zwar Sportart alphabetisch, da können wir mal am Athletismus anfangen.
haben dann heute Abend ganz viele Jung- und Männerjungsportler geeiert, die hier an der Stengfurter Gemenge aktiv sind. Wir haben ganz flott Sportarten, wir sind keine ganz groß Gemenge, wir haben ganz viele verschiedene Sportarten. Und die wir heute an tun, für die Sportlerin zu machen, also auch für all die Leute zu encouragieren, weiter ihren Sport zu machen, hauptsächlich natürlich die Jungen, die über die Ehrung zu motivieren, ihnen zu encouragieren, nach weiter zu treiben, nach besser zu gehen. Und das haben wir dieses Jahr gesehen, wir haben von 2016 ein ganz flotte Performancen, wo wir gesehen, dass die Junker, die wir über Jahre schon ehren, an die ein Finale erreicht haben, von der Volleyballscup, mit einem Turnverein, eine Equipe von Mädchen, die schon jahrelang geehrt gehen, die ein Halbfinale am Turnen erreicht und von der Cup mit der jungen Menschheit den Vize-Weltmeister gehen am Kehlesport, mit dem Champion am Hummer werfen. Also das ist wirklich flott für ein Bandbreite haben. Auch Leute, die das mehr als Freizeitsport machen, die wir auch ehren, weil wir fanden, dass das auch wichtig ist. Und wir wollen das auch weiter so machen, dass wir den alle Sportler entgegenkommen, auch mit neuen Sportinfrastrukturen, die demnächst werden heute Stängen vor den Stuhlen. Wir haben von nach besser Möglichkeiten an Ausgangsbasis zu schaffen, für nach mehr Sport mehr flott auszuüben und dann auch vielleicht nach bessere Resultate können zu erzielen. Schönen guten Abend, alle guten Leihvertreter aus den Stängefachter Vereinen. Wir sind heute Abend heute zusammengekommen, für die Check-Überreichung zu verholen von dem Christmarkt 2016. Ich bin besonders froh, dass wir heute Abend zwei Vertreter auch bei uns haben von den Assoziationen, das aus dem Kannerdorf, Madame Brosius und Madame Scheuren vom CSI. Ich will von der Gelegenheit profitieren, selbstverständlich für die Gemenge. Vielmals merci zu sagen für die viel Arbeit, die gelegt ist, wo die Vereine und sich aus der Gemenge auch da sind, für einen sozialen Zweck zu erfüllen und einen formidablen dort zu erreichen, wo wir heute Abend hinkommen. Wir haben einen Christmarkt, den an der Region Weise lässt. Das ist durch die außergewöhnliche flott Zusammensetzung, die für Jahren hier angefordert ist, wo die Clip, wo die Assoziationen zusammenarbeiten und immer für einen Bund Kurs. Dieses Jahr haben wir zwei Assoziationen herausgewählt. Und das ist dieses Jahr CSI Lützeburg an het Kannerdorf vu mir. Ich bin ganz froh für die Direktrice Madame Brosius Marianheit zu begrüßen aus dem Kannerdorf an wie gesagt Madame Scheuren Sandra von CSI Lützeburg. Ja, vielmals merci alle guten Nations für die Invitation, mit zweitens auch dann für den Don, den wir werden kriegen. Merci der Gemeinde für das ganze Encadrement und merci alle guten Herren Membres. Stellen Kannerdorf von mir für das Fondation Lützeburger Kannerdorf. Wir betreuen zu Lützeburg 300 Kanner, 100 am Daran Nurcht und 200 am ambulanten Bereich. Von denen 100 Kanner, die wir Daran Nurcht betreuen, leben da 50 zu mir und davon 4 dann an Kannerdorfsfamilien. Dann haben wir zu mir den Projekt Berufs- und Lebensvorbereitende Formation, wo wir Ausbildungsplätze haben. Wir haben zu Bodenweg 2 Foyers für Junker. Wir haben zu Alzing, an der Gemeinde Hesper, der Schneiderhaft, die biselo eine Struktur war für Medische ab 13, die ganz lange auf psychiatrischer Behandlung war. Du hast keine Struktur zu Lützeburg gegeben, die dann abgeholt hat. Wir haben zu Irpelding, wo der Dala hier Gebäude hat, nach einer Struktur, das für Junker, die riskieren an der Schule, nicht führen zu kommen, einfach aufgrund von dem familiären Kader, die vielleicht nicht mit den Halt geht, wie Mist sind. Madame Brosius hat dann dabei erklärt, die an denen einzelne Strukturen gelegt gehen. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Sandra Scheuren und ich arbeite bei der ONG CSI Lützeburg. Ich ihr das Projekt vorstellen, den von ihr unterstützt wird, will ich euch ganz kurz erklären, wen CSI ist und was wir machen. CSI aus 1989 gegründet, ging und aus vom Lützeburgischen Staat anerkannt.
Und bei Eis dreht sich alles im Thema Bildung. Als Ziel ist es, benodeligte Kanner und Junker Zugang zu einer guten Bildung zu gehen. Ja, wo sind wir aktiv? Momentan an 6 verschiedene Länder, wie von nächstem Jahr und 7 verschiedene Länder. Im Kader von dieser Education und Development haben wir auch ein Projekt mit der Maison Relais zu Stengefurt. Du hast nämlich einen ganz flotten Echange entstanden zwischen der Maison Relais und einer Schule zu Pendisi am Burkina Faso. Und also die Schüler von Hai und von Do, die sind an direktem Kontakt mit denen. Ja, da komme ich zum Projekt. Das Projekt lebt, wie gesagt, am Vietnam, an der Stadt Da Nang. Das Problem ist nämlich, dass es an dieser Gegend ganz viel Kinder mit einer Behinderung gibt. Den Auslöser davon ist den Agent Owen, und das ist von der amerikanischen Armee am Vietnamkrieg über den vietnamesischen Dschungel ausgespritzt gehen. Ja, und Konsequenz ist, dass noch heute Kinder mit ganz schweren Missbildungen und einem ganz hohen Risiko für Krebs auf die Welt kommen. Und dafür haben wir mit unserer Partnerorganisation ein Projekt lanciert. Also da sieht man ein paar von unseren Beneficiären. Da formieren wir auch die Enseignants, da müssen sie den Umgang mit den behinderten Kindern lernen. Und wie gesagt, da gehen Kinder zusammen an die Schule, da sind dann noch verschiedene Klassen. Und Ziel ist es, sie auf den Besuch von einer normalen Schule zu bereden. Ja, da bleibt man immer noch ihr Merci zu sagen. Merci und Gemeng, merci und Vereine. Ich weiß, dass der Christmacht für ihr mit ganz viel Arbeit verbunden ist. Und du hast jetzt keine Selbstverständlichkeit, den Benefiz teilweise zu spenden. Clip für Stengefurt spenden, jede Assoziation 2.500 € für Kannerdorf an für CSI. Wir wissen ganz genau, dass die so ganz gut angelöst sind. Schönen guten Abend, ihr lieben Leute. Wir sind heute zusammengekommen für mit der Initiative Open House ein kleines Plädoyer zu halten. Sie sind extra hingekommen, für uns ein bisschen aufzuklären, wie das funktioniert. Und ich bin ganz froh, Madame Donvenheit zu begrüßen, weil sie als die Initiative geholfen hat. Und ich bin noch ganz froh, den Herrn Breden zu begrüßen, den selber schon Leute abgeholt hat aus Syrien. Und ein von den jungen Leuten, die beim Herrn Breden daheim sind, als auch hier, sodass wir hier noch könnten, ein bisschen in Kontakt kommen, und sie auch von ihren Erfahrungen erzählen. Wir sind immens froh, heute dürfen zu Stengefurt als Initiative Open House zu präsentieren, weil ja, wir machen eine kleine Tour durch Lützeburger Gemengen. Dafür sind wir auch ganz froh, dass die Stengefurter Gemeng also live invitiert hat. Wir wollen eben die Initiative vorstellen, die soll Lützeburger, die daran interessiert sind, an Refugien, die wollen aus den Foyers rausplündern, mit denen in Verbindung zu bringen. Und dafür erklären wir heute Abend, wie das genau geht, wie verschiedene Kategorien da gehen, vielleicht die schon ein Statut tun oder nach Statut tun. Und das leider können alle gut hier Fragen stellen. Und wie immer haben wir auch eine Familie mitgebracht, den Herr Breden und Sarah, eine Lützeburger Familie, die schon 2 syrische junge Leute daheim abgeholt haben, sodass die interessierten Familien auch können dann Fragen stellen, einer Familie, die schon die Erfahrung gemacht hat. Marianne hat schon bald alles gesagt. Wer da wohl noch dabei könnte, dass wir natürlich auch für die Leute zuständig sind, die schon Familien abgeholt haben, weil halt noch ein Heiers und dass wir auch da probieren, weiterhin mit Rodern dort zur Seite zu stehen. Wir geben uns ganz viel frei, wenn heute zu Stengefurt ganz viele Leute, pure Flüchtlinge geben abholen. Wir haben im Moment einen Stock von bald 200 Leute, die wollen in der kommen. Also, liebe Stengefurter, mehr der Dieren ab. Den Michael Clemen an mir am Kneip sie präsentieren Ilo den neuen Internetseite von der Gemeng Stengefurt. Okay, wir stellen dann den neuen Internetseite von der Gemeng. Ich fange mal einfach mit der größten Neuerung an. Das ist, wenn ihr auf die Seite kommt, da seht ihr der Draht. Das ist ein Selbst, was wir Wheelnaff nennen.
Und das soll sich dazu dienen, dass wenn die Leute drauf kommen, dass die Informationen, die denken mir 80% von den Leuten sicher, dafür können sie dann das Rad holen und das funktioniert in sich folgendermaßen. Da haben wir das an ein paar Themen abgedeelt, zum Beispiel, wenn wir holen, wenn ihr plündern, entweder an Gemeng oder aus der Gemeng, da klickt den da drauf und dann hört den Leute der Linken, was dummer das den hört. Da findet den zum Beispiel, wenn ihr déclarer le départ oder l'arrivée à la commune de résidence, wenn ihr darauf klickt, dann findet ihr da all die Informationen. So, noch sehr die anderen Kategorien, das ist dann, wenn ihr will bauen, da findet ihr dann alles von der Baugenehmigung aufrufen, über die PAG, über die PAP und Reglemente, alles findet ihr durchgruppiert. Formuläre werden immer viel Gesicht gibt, da haben auch die wichtigsten abgezählt. Ja, und dann der Guichet online, du könnt den Heiriver und du gibst dann mehr ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, wir sind ganz froh, dass wir eben nicht mehr spät wie heute als Guichet online ist, konnten an dir berufen, wo man erst eben eine bequeme Möglichkeit gehen, ohne ich muss extra die Gemeinde zu deplacieren. Demande Zertifikaten zu frohen oder eben noch Demanden für die verschiedenen Akten, ob das Mariage, Naissance oder Desserts. Und etwas, was ganz neu dabei kommt, als wir auch ganz froh sind, als dass der Ablo auf unserem Site könnt Puballe bestellen. Wir haben uns bei der Navigation ganz viel Gedanken gemacht. Wir haben die komplett neu strukturiert. Ich will nicht zu viel an den Detail gehen. Ich meine, das ist viel mehr flott, wenn ihr daheim ein bisschen Zeit habt, für euch da durchzugucken und durchzuklicken. Just ganz kurz, wir haben natürlich eine Rubrik Gemeng, wo wir die allgemeinen Infos haben. Über die Geschichte von der Gemeinde, natürlich die Politik, wie ein Handicap sind wir, Bâtiment communaux und die Einzeldörfer. Wir haben auch ein Service communautaires mit den einzelnen Departementen und natürlich den jeweiligen Services. Neue Rubrik als Citoyen, da sind wir ganz froh. Wir denken, dass ihr ganz hilfreich wert sind. Wir haben heute all die Demarchen, die da auf der Gemeinde machen können, versucht zu regroupieren, dass das alles schön proper bei je steht. Selbstverständlich dürft Kultur und Freizeit nicht fehlen. Wir du natürlich als wie assoziativ. Wir haben die großen Evenementen, die da kennt und wo da gerne könnt teilholen an der Gemeinde. Und natürlich nicht zu vergessen den Tourismus. Dann natürlich Mobilität an Environnement, wo da eben die Informationen zu unseren öffentlichen Transport erfand und eben alles, was am Bereich Umwelt kann nützlich sein. Auch ganz wichtig den Urbanismus am PAG und den verschiedenen aktuellen PAP, die gerade umlaufen sind, auch die verschiedenen Akkordementen, die Reglemente, die dazu gehören, etc. Und zu guter Letzt dann auch Publikationen, die von der Gemeinde rausgehen, wie aus Boden, aus Wien, Reiter und so fort. Und wir an unserer Top-Navigation auch nach Stengefurt News. Du musst so, die Leute, die das kennen, wussten, dass das bisweilen immer in einem eigenen Site gelaufen ist. Zur Grund von also als Vereinfachungsgrund haben wir da die Belo an unseren Internetseite mit abgeholt, dass ihr fand, die Emissionen von 2017 und noch all die Emissionen, die noch werden kommen, über unsere Seite. Dann haben wir noch etwas ganz Wichtiges auf der Startzeit, das aber nicht immer auftaucht. Das schaltet immer just frei, wenn eine Urgenz ist. Zum Beispiel, wenn Wasser verknascht wird oder wenn irgendwo Mist ganz urgent abgerappt geht, da schalten wir das hier frei. Das ist eben nicht mehr da, für das die Leute auch gesehen, dass selbst Urgenz ist. Wir natürlich auch auf unserem Internet-Site Neuigkeiten, was an der Gemeinde eben so los ist. Mit einer großen Neuigkeit à la une, das dann entweder die letzte Neuigkeit oder wenn eine besonders wichtig ist, könnt ihr da hinstehen und dann geht es natürlich voran mit den anderen Informationen. Das ist abgebaut in Form von einer Timeline. Ihr merkt vielleicht, dass bei den News jeweils immer kleine Punkte dabei sind, die jeweils an einer Farbe sind. Sie doch vielleicht gesehen, wie wir für drunten heute drüber gefahren sind, dass auch da alles an einer
anderer Favors, dat einfach fir och ne neuse Gi Citoyen unzeknappen an op eng indirekt derweis eng basse Orientationun ze bieden. De werd gesinn, war derch méi mat befasst, war der unbewusst die verschiedene Rubrike mat enger Farf assoziiert, an dem Moment och he schon op den echten Blick könnt erkennen im Wert as het geht. Och kring ganz klar fir Imwelt, Blume, Lofir, alles wat Urbanisme ausgewählt. Zusätzliche Stoze oder auch Alkeiers an denen Bullen, ein klein Ikon, ein I für Information, ein Kamera für Video, gibt nach Foto, gibt Dokument und so viel und so fort. Dir wirst mir nicht neues öffentlich Schreideren hier an der Gemeinde stohen. Wenn du etwas wollt lesen, die nützliche Alkeiers müssen du hin und deplacieren. Wir wollen ja aber in Zukunft DW erspuren, so dass da all die Avien, die am Reiter aushängen, kommen auch in Zukunft eben bequem auf unserem Internet können gucken. Wir machen aber du ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es just die Avien an denen Reiteren die öffentlich durchstehen sind, die zählen, also die gesetzlich bindend sind an op Fall den Internet sind. Das ist wirklich just ein Service, den wir zusätzlich wollen aus Bequemlichkeitsgründen bieten. Den Agenda eben. Ich meine, du gesagt immer was an der Gemeinde Lassers. Wir haben das ein bisschen abgedeelt, und zwar in 2 Kategorien. Die hat alles, was das Gemeinde organisiert, all die Events, das heißt, die Schmelzkultur, die Kultursachen, Feste, Informationsversammlungen, erst nach über die Sportler, die geehrt gehen, das ist alles rot. Dann haben wir eine Zweitfarbe geholt, die gut kann, von Rot und Schienen, heißt der Gro, das ist dann alles von Vereinen. Wie assoziativ. Dafür mir giffen noch die Vertreter von der Vereine invitieren, die können dir alles waschenken, was so organisiert, und da setzen wir da dran. Leider will ich noch ein paar Worte, Jussi, was als Mediathek so, und das so etwas, was auf diesem Site ganz neu ist. Wir sind immer die Mediathek, also ein bisschen das Herz von unserem Internet-Site, weil da haben alle guten die Dokumente, die irgendwo Site leihen, ob das PDF sind, mit Bilder oder Formulären, könnt ihr darauf haben, gerade so wie Fotos, Galerien, Videoen etc. Wenn ihr wisst, dass sicher konkret das Formular für den Hund umzumelden, da braucht ihr einfach just Chien anzugehen. Und dann fand er direkt dieses Formular. So, am Hintergrund, wir haben auch schon einen kleinen Loop gesehen, das ist ganz richtig. Die 2 unterscheiden sich aber in dem Sinn von denen, dass eben die Loop von der Mediathek just Dokumente, die Site liegen, durchfiltert und die Loop ganz oben filtert und sich komplette Site. War doch neu, also auf diesem Site, bei dem allen ist das nicht gegangen, wir haben so ganz viele Leute, die mit Tablet oder mit Handy drauf gehen, das heißt, wir sind auch programmiert gehen am responsiv nennt sich das. Das heißt, passt sich der Bildschirm größt und da sind das dann auch am Handy gut kann lesen. Da seid ein bisschen anders aus wie hier am Computer. Mit finden aber alles. Das ist eben dann mehr user-friendly für den Handy. Ja, das war eine kleine Vorstellung vom neuen Internet-Site. Ich muss auch sagen, dass den dort Site von der Gemeinde aus erstellt ist. Das heißt von Miriam und von Michael, die das zusammen gemacht haben mit einer Firma. Wir haben das nicht mehr gelos. Wir haben auch die ganze Ausspeisung da, alle die Informationen, die dran sind. Und sie zwei auch gemacht. Und ich will auch ganz, ganz große Merci so für das Engagement, für die Informationspolitik, die da immer unterstützt, für die Bürger dabei sind, so gut wie möglich zu informieren. Ganz, ganz große Merci. Den ersten Teil von den Arbeiten am Zentrum von Kleinbatten gouf pünktlich aufgeschlossen. Hier gouf den Niveau kontrolliert, ihr dann den ersten Topic gelöscht gouf.
Den zweiten Deel vum Chantier huet den 2. Mai ugefangen, wo vun der Rue du Park bis Barriadstroos fir 3 Main gespart ass, fir och heut d'Infrastrukturen zu erneuieren.